من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارك وردنا يوم النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bevor wir inshallah mit unserem Unterricht weitermachen, möchte ich vorab eine Sache anmerken, und zwar: jedes Wissen, was der Mensch sich aneignet oder was ein Muslim sich aneignen sollte, sollte ein nützliches Wissen sein. Wann ist aber ein Wissen nützlich und wann ist es nicht nützlich? Ein Wissen ist nützlich, wenn es für dein Jenseits vorbereitet wird, wenn es dein Jenseits dadurch belohnt oder du dafür gute Taten aufgeschrieben kriegst. Schaut mal, ein Wissen, was unsere Amal, unsere Taten nicht vermehrt, sondern nur Wissen aneignen, aber dafür werden die Taten eines Menschen nicht viel, dann wird sich das Kibr eines Menschen vermehren. Daran gibt es keinen Zweifel. Deswegen sind auch diese Unterrichte des Asmaul Husna so aufgebaut, dass ich auch versuche, euch die Amal, was wir zum Beispiel gelernt haben über diesen Namen Allahs, auch danach in unsere Taten umzusetzen für unser Jenseits. Alleine Wissen reicht nicht aus. Wir könnten hier so viel Wissen machen, noch mehr Wissen und noch mehr Wissen. Jetzt gehen wir weg und werden uns noch mehr Wissen aneignen. Aber wenn diese Wissen, alles was wir lernen, nicht in unsere Taten umgesetzt werden, dann hat das ganze Wissen überhaupt keinen Nutzen, sondern ist eher eine Belastung. Entweder muss es eurem Herzen was bringen, indem eure Gottesfurcht, euer Respekt zu Allah, eure Liebe, eure Hoffnung, eure Ehrfurcht zu Allah steigt, dass das Amal vom Herzen, oder es muss eure Taten, die ihr macht mit eurer Hand und eurem Körper, vermehren. Eins von beiden. Wir haben jetzt zum Beispiel gesagt, Allah ist Al-Basir, Allah ist Allsehend. Was bedeutet das für uns im Umkehrschluss? Dass wir auf unsere Taten aufpassen müssen. Wir haben gesagt, Allah ist As-Sami', Allah ist der Alleshörende. Was bedeutet das für uns? Dass wir aufpassen müssen, was wir sagen sollen. Also immer wieder versuchen wir auf jeden Fall darüber zu sprechen, was wir von Taten her für uns machen müssen, wenn wir diesen Namen Allahs verstanden haben. Wir werden heute inshallah einen weiteren Asma von Allah subhanahu wa ta'ala versuchen zu erklären, und zwar ist es der Name Allahs Al-Fattah. Der Name Allahs Al-Fattah bedeutet derjenige, der alles Öffnende, derjenige, der alles geschlossene Angelegenheiten, ein Problem in einer Sackgasse, wenn man stellt, alles was geschlossen ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache öffnet. Denn vor Allah gibt es keine Angelegenheit, keine Sorge, kein Problem, keine Sackgasse, die Allah nicht öffnen könnte. Das Öffnen Allah subhanahu wa ta'ala geschieht eigentlich auf zwei Art und Weisen. Einmal ist es das Sichtbare und einmal das Nicht-Sichtbare. Das Sichtbare ist, dass wir zum Beispiel, wenn wir uns auf einem Weg befinden, Allah öffnet uns einen Ausweg. Wenn wir in einer Schuldenkrise stecken, dass Allah uns von irgendwo eine Hilfe bringt. Wenn wir zum Beispiel nicht sehen können, dass Allah uns sehen lässt. Das ist das alles, was sichtbar ist, was Allah seinen Namen Al-Fattah reflektiert. Der zweite Punkt, das nicht sichtbar ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala das mangelnde Wissen für dich öffnet und dir das eingibt. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir Farasat gibt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir Basirat gibt. All diese Sachen sind Dinge, die nicht sichtbar sind. Die Liebe zu Allah, die Furcht vor Allah sind Dinge, die im Herzen entstehen, die in der Seele entstehen. Und dann ist dies auch die Reflexion Allahs Al-Fattah. Wir haben gesagt, Allah ist Al-Razak letztens, Allah ist derjenige, der Rizq gibt. Aber das Rizq wird nicht auf dich herabkommen, bis der Name Allahs Al-Fattah über dich Tajalli, also reflektiert. Indem Allah das Maß, was genau für dich bestimmt ist, öffnet, und dann kommt dieses Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala erst auf dich hinabgesandt. Deswegen Allah, sein Name Al-Fattah, ist derjenige, der alles Öffnende, der jegliche Sorgen, Probleme, Bedrängnisse, die man hat, in dem es keinen Ausweg mehr gibt, derjenige, der diese Dinge öffnet.
Man sagt zum Beispiel auch zur ersten Sure vom edlen Koran, Surah Fatiha. Warum Surah Fatiha? Die Surah Fatiha ist diejenige, die den ganzen Koran eröffnet. Sie ist das Kern, das Vorwort des edlen Koran. Mit der Fatiha öffnet man eigentlich nicht nur die ganze Koran, sondern jede Sure. Fatiha ist die Eröffnung des Korans. Deswegen der Eintritt, die erste Tür, die aufgeht, ist Fatiha. Man sagt auch zum Beispiel zu einem gerechten Urteil auch Fath. Warum sagt man zu einem gerechten Urteil Fath? Weil, wenn es ein Problem gibt zwischen zwei Menschen, so entsteht eine Sorge, so gibt es eine Problematik. Und wenn ein gerechtes Urteil kommt, dann eröffnet er für beiden den Weg zu Frieden, den beiden das Befinden wieder zum Wohl und zur Zufriedenheit. Deswegen sagt man zu einem gerechten Urteil auch Fath. Im edlen Koran kommt der Name Allahs Al-Fattah zweimal vor. Und zwar mehrmals als Verbform, 15 Mal als Verbform. Allah ist derjenige, der es geöffnet hat. Allah öffnet euch das Rizq als Verbform. Deswegen ist auch dieser Name Allahs eher eine Fi'ali-Eigenschaft, also eine ausführende Tat, Allah subhanahu wa ta'ala. Weil wenn man sagt, wer ist Allah? Allah ist derjenige, der öffnet. In Surah Saba kommt es einmal als Nun vor, وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ, und einmal وَخَيْرُ الْفَاتِحِينَ, er ist in Mehrzahl, einmal er ist derjenige, der alles öffnet, der alles weiß, und einmal ist es derjenige, der Beste, der Öffnende. Das erste Mal, wo es als Al-Fattah, als Mubalagha, Ism Fa'il vorkommt, in der extremsten Form, ist das genau im 11. Jahr des Propheten a.s. in der schwersten Zeit des Propheten, Boykott, Taif, kurz vor der Hijra. Dann kommt dieser Name Allahs Al-Fattah, weil kurz danach entsteht Medinatul Munawwara, die Hijra nach Medina und die Eröffnung Allahs vom Propheten Richtung Medinatul Munawwara. Al-Azhari sagt, Fath ist, wenn die Leute aufgrund von einer Problematik, aufgrund von einem Streit zu dir kommen und ein Urteil wollen, eine Lösung oder einen Ausweg wollen. Weil Shu'aib hat folgendes Dua zu Allah gemacht. Rabbana ftah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khayrul fatihin. O unser Herr, entscheide, denn du zwischen uns und unseren Leuten nach der Wahrheit, denn du bist es, der am besten entscheidet. Guck mal, in den Mushafs, in der deutschen Übersetzung, die ihr heute lesen werdet, wenn der Name Fattah vorkommt, wird es häufig als Entscheidung, als Urteil übersetzt. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese Unterrichte machen, damit ihr immer versteht, was Allah überhaupt meint. Also eigentlich nicht Entscheidung, sondern Urteil. In dem Sinne, also Al-Fattah. Shu'aib sagt, oh Allah, entscheide, eröffne mir einen Ausweg zwischen mir und meinem Volk. Wir kommen nicht auf einen Nenner. Eröffne mit Haqq, auf Gerechtigkeit, gib uns ein Urteil, damit endgültig klar wird, wer siegreich ist, wer richtig ist und wer nicht richtig ist. Gib uns mit Fath, öffne mir, Dankeschön, Bruder, eröffne mir eine Entscheidung zwischen mir und meinem Volk mit Haqq. Warum? Denn du bist der Beste von denjenigen, der ein Urteil gibt, der eine Sache eröffnet und eine Sache lösen tut. Deswegen sagt Al-Azhari, ein Urteil geben bedeutet eigentlich Fath. Fath bedeutet ein gerechtes Urteil geben. Al-Hattabi sagt, Al-Fattah bedeutet derjenige, der zwischen seinen Dienern urteilt, entscheidet. Der die Türen von Rizq und Rahmat für seinen Diener öffnet, der die geschlossenen Angelegenheiten und Arbeiten öffnet, der die Herzen und das Basirat öffnet. Ibn Qayyim sagt, Al-Fattah ist derjenige, der großzügige und der nachsichtige Richter, der ein Urteil gibt. Der großzügige und nachsichtige Richter. Allah, sein Fath, besteht aus zwei Arten. Das eine ist die religiöse, das Dien und das Strafgesetz, und das andere ist das Qadar, Allah subhanahu wa ta'ala. Die religiösen ist, der Prophet ist die Reflexion Allahs Al-Fattah, denn mit dem letzten Propheten hat Allah den Koran offenbart und auf den Menschen herabgesandt. Alles, was der Prophet gemacht hat
damit wir auf Sirat al-Mustaqim bleiben, ist die Reflexion Allahs Al-Fattah. Er hat nämlich ein Urteil, er hat uns eine Angelegenheit, eine Lebensgrundlage herabgesandt, wie wir uns danach richten sollen, ein Urteil über uns geben. Wenn wir uns danach richten, werden wir erfolgreich sein. Deswegen ist der Prophet eine Reflexion Allahs Al-Fattah. Und die Strafgesetze sind diejenigen, wie wir mit den Ungläubigen umzugehen haben oder wie wir umzugehen haben, wenn wir eine falsche Sache machen. Das Schicksal ist, sagt Ibn Qayyim, dass Allah dir das Gute geben kann oder das Schlechte geben kann. Dass Allah dir das Nützliche geben kann oder das Nicht-Nützliche geben kann. Und dabei kann niemand Allah davon abhalten, weil Allah sagt, Ma yaftahillahu linnasi min rahmati fala mumsika laha. Was Allah den Menschen an Barmherzigkeit gewährt, das kann keiner zurückhalten. Wama yumsik fala mursila lahu min ba'di. Und wenn Allah eine Sache dir nicht geben will, kann niemand die Sache freigeben. Wa huwa al-Azizul Hakim. Und er ist ganz gewiss Aziz und Hakim. Die Bedeutung von Al-Fattah, um das zusammenzufassen, um auf den nächsten Punkt zu kommen, ist, der Allah, dem niemand gleichwertig oder ansatzweise ähnlich ist beim Öffnen der guten Dinge, beim Öffnen von Lösungen für die Probleme, beim Urteilen über ein bereits bestehendes Problem. Er ebnet die Sorgen und die Probleme, indem er dir neue Türen öffnet. Er ist der, der das Urteil am Ende gibt. Er ist derjenige, der das letzte Wort über alle Dinge hat. Das ist Allahs Name Al-Fattah. Wo in unserem Leben treffen wir auf den Namen Allahs Al-Fattah? Wenn Allah eine Sache öffnet, dann heißt, sie muss vorher geschlossen gewesen sein. Sie muss vorher problematisch gewesen sein. Deswegen ist Allah subhanahu wa ta'ala eigentlich in unserem Leben häufig mit seinem Namen, indem er mit seinem Namen bei uns reflektiert, kommt das häufig vor. Ein Mensch ist ein Lebewesen, was sich häufig in Problemen begibt durch sein eigenes Verhalten, durch sein eigenes Handeln. Der Mensch, der bringt sich in Sackgassen durch die Regeln, die er selbst aufstellt. Und manchmal triffst du sogar Vorkehrungen und trotzdem bist du in einer Sackgasse gelandet, in einer schweren Situation gelandet. Und häufig ist es so, dass die Menschen, wenn sie in einer Sackgasse sind, so hoffnungslos werden, so erniedrigt werden, dass sie noch mehr niederfällig sind, wie ihre vielleicht eigene Haustiere, wie ihre Hunde, wenn sie irgendwas wollen, wenn sie ihr trauriges Gesicht haben. So sind die Menschen, die sich selbst in eine Sackgasse begeben und kommen dann irgendwo an und werden hoffnungslos. Allahs Name Al-Fattah ist genau in diesen Zeitpunkten, in diesem Moment die Reflexion für die Errettung. Allahs Name Al-Fattah ist das, wenn du dich in eine Sackgasse begeben hast, wenn du dich in eine schwere Situation begeben hast, dass Allah dir wieder den Ausweg gibt. Al-Fattah ist derjenige, Allah subhanahu wa ta'ala, dass wenn du dich in so einer schlimmen Situation befindest, wo du nicht mehr weißt, wer richtig, wer falsch ist, wer Feind, wer Freund ist, und man vielleicht mit dem Teufel sogar einen Pakt schließt und dabei seine Seele vielleicht Shaitan verkauft, nur um aus der Situation rauszukommen, sollst du das nicht machen, denn Allahs Name Al-Fattah ist derjenige, der dir einen Ausweg gibt, ohne dass du dies machst. Al-Fattah ist derjenige, dass wenn du selbst vielleicht ein Arzt bist und krank wirst, um das mal zu verstehen, und du dir selbst nicht mehr helfen kannst, du dein ganzes Besitz gibst, um bei den besten Ärzten irgendwie Behandlung zu kriegen und die Ärzte danach zu dir sagen, es ist vorbei, es macht keinen Sinn mehr, es wird nichts mehr bringen, und du dabei im Ausland gewesen warst bei besonderen Ärzten, hast dir da Mühe gegeben, hast alles investiert, alles probiert und alle haben gesagt, jetzt ist es vorbei, dann ist Allah derjenige, Al-Fattah, der reflektiert, um dir einen Ausweg zu geben. Und für Allah ist es leichtes. Für einen Gläubigen gibt es ein Wort wie unmöglich nicht. Ein Muslim gibt es nicht unmöglich. Ein Muslim ersetzt das Wort unmöglich mit Allah gibt es, alles ist möglich. Für einen Muslim gibt es dieses Wort unmöglich nicht. Deswegen, wenn jemand zu euch sagt, das ist unmöglich, dann sagst du, nein, nein. Für dich mag es so sein. Aber ich bin ein Muslim, Allahs Al-Fattah, Allah kann jegliche Türen öffnen. Wenn es irgendwo Ikhtilaf gibt, eine Streitigkeit gibt, eine Uneinigkeit gibt, ein Problem gibt, wenn wir nicht mehr weiterkommen, nicht auf einen Nenner kommen, es danach eine Lösung gibt, dann ist dies die Reflexion Allahs Al-Fattah. Ich werde dazu kommen. Eins der größten Probleme oder die Hauptstrittigkeiten
zwischen den Menschen ist eigentlich zwischen dem Muwahhidun und dem Mushrikun. Allah sagt im edlen Koran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, und wir haben zu den Samud, ihrem Bruder Salih, gesandt. أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. Er hat zu ihnen gesagt, dient einzig und allein Allah. So hast du gesehen, wie sie in zwei Gruppen sich gespalten haben, die miteinander stritten. Die Muslime und die Mushrikun unterscheiden sich, haben Ikhtilaf in allen Bereichen. In allen Bereichen. Die Muwahhidun sagen zu den Mushrikun, ihr seid schuld, dass das Land ins Verderben gekommen ist, dass die Moral kaputt gegangen ist, dass das Ahlak der Menschen und die von der Religion sich entfernt haben. Und die Mushrikun sagen zu den gläubigen Muslimen, ihr seid respektlos gegenüber unseren Führern, ihr seid Vaterlandsverräter, ihr seid nicht auf der Religion eurer Vorfahren, ihr seid Agenten. Das ist das Diskussion immer zwischen den Muslimen und den Mushrikun. Sie sind immer in Streit. Der Muslim unterscheidet sich mit dem Muschrik in allen Bereichen. Im Militär, in der Wirtschaft. Wir sagen keine Zinsen. Wir sagen Militär. Wir sagen, wir dürfen nur für Allahs Sache kämpfen. Sie sagen, nein, wir dürfen für andere Sachen kämpfen. In der Politik. Wir sagen, das Rechtssystem ist die Scharia. Sie sagen, nein, es ist Demokratie. Wir sagen, die Verfassung ist der Koran. Sie sagen, nein, es ist die deutsche Verfassung. Deswegen, wir unterscheiden uns in allen Bereichen mit dem Mushrikun. Allen Bereichen. Dasselbe sehen wir auch mit Nuh a.s. Nuh hat 950 Jahre Dawa gemacht. 950 Jahre. Und er kam mit diesem Mushrikun nicht auf einen Punkt. Sie haben es nicht verstanden. Die ganze Zeit Dawa gemacht. Und die Leute haben es einfach nicht verstanden. Dann macht Nuh a.s. folgendes. Er sagt, Qala, Rabbi inni qawmi kazzabun. Oh mein Herr, mein Volk hat mich der Lüge bezichtigt. Nach 950 Jahren erkläre ich diesen Leuten den Islam auf die beste Art und Weise. Die verstehen es nicht, sie kommen nicht auf einen Punkt. Sie bezichtigen mich der Lüge. Faftah bayni wa baynahum fathan wa najjini wa man ma'iya min al-mu'minin. O Allah, darum richte, faftah, eröffne, richte entscheidend zwischen mir und ihnen. Yani, so urteile zwischen mir und ihnen mit einer Urteilung. Gib ein endgültiges Hukum. Gib ein endgültiges Urteil. Faftah bayni wa baynahum fathan. Eröffne, gib jetzt eine endgültige Entscheidung, eine endgültige, klare Sache. Wir kommen nicht auf einen Nenner. Eröffne uns. Und errette mich und die Gläubigen, die mit mir sind. So macht Nuh folgendermaßen Dua. Wir wissen, was danach passiert ist, dass die Flutwelle kam und die Kuffar vernichtet wurden. Shu'aib macht das Folgende. Er erklärt sein Volk dem Islam. Sie verstehen es nicht. Sie kommen nicht auf einen Punkt. Dann sagt Shu'aib, Rabbana aftah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khayrul fatihin. O mein Herr, o unser Herr, entscheide denn du zwischen uns und unseren Leuten nach der Wahrheit. Denn du bist derjenige, der am besten entscheidet. O Allah, gib ein Hukum. Gib ein endgültiges Urteil. Eröffne endlich eine Tür, gib mir einen Ausweg und zeige, wer richtig und wer falsch ist. Das Fath Allah im edlen Koran gibt es 3 Arten. Wie die Muslime siegreich über die Kuffar werden im Diesseits, genau wie Nuh das gemacht hat, wie Shu'aib das gemacht hat, gibt es genau 3 Punkte, die der Koran uns erzählt. Auf drei Arten urteilt Allah im Diesseits über die Muslime und die Mushrikun, wenn er die Muslime siegreich werden lassen möchte. 3 Arten. Das erste ist, er lässt die Herzen der Gläubigen für den Islam öffnen. Ihr wisst, die Mushrikun sagen ja immer, die Mehrheit, wenn ihr doch wahr seid, warum denken nicht die meisten so wie ihr? Wenn ihr doch auf dem rechten Weg seid, warum sind nicht alle wie ihr? Warum seid ihr nur so eine kleine Zahl? Sie nehmen immer die Mehrheit als Delil. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt manchmal den Sieg für die Muslime und eröffnet die Herzen der Mehrheit der Menschen für den Islam, um zu sagen, guckt, ihr wollt doch den Delil haben, wo die Mehrheit ist. Hier ist die Mehrheit jetzt. Wir sehen das zum Beispiel bei Ashab al-Ukhdud. Das hat der Bruder Furkan in seinem Koranprojekt sehr ausführlich erklärt. Ich werde da nicht drauf eingehen. Die Geschichte mit dem Jungen und der König. Hört euch die an, inshallah. Wie ein Junge Wesila wurde, dass eine ganze Stadt
zum Islam konvertiert ist. Ein einziger Junge. Das ist Fath. Das ist, wenn Allah die Gläubigen den Sieg gibt. Ein weiterer Punkt ist das sehr bekannte Hudaybiyah. Ihr kennt das Geschehnis von Hudaybiyah. Der Prophet sieht irgendwann einen Traum, sagt zu Muslimen, steht auf, wir werden die Umrah machen. Sie ziehen ihre Ihram an und gehen Richtung Mekka. Als sie Richtung Mekka ankommen, kurz vorher 20 Kilometer, kommt eine Armee von Khalid ibn Walid damals. Die Mushrikun schicken eine Armee mit 200 Leuten, Khalid ibn Walid als Kommandant, damals noch kein Muslim gewesen, um die Muslime aufzuhalten und zu sagen, ihr werdet keine Umrah machen. Er kommt, sie stoppen. Sie sehen, alle sind im Ihram unbewaffnet. Der Prophet schickt Osman ibn Affan nach nach Mekka. Als dann die Nachricht kommt, diese Falschnachricht, dass Osman dort getötet worden ist, so nimmt der Prophet diese Be'at der Gläubigen, dass sie bis zum letzten Tropfen Blut kämpfen werden, alles geben werden, um mit dem Propheten zu kämpfen, alaihi salatu wassalam. Als danach der Prophet diese Be'at nimmt und sie einige Mushrikun, bestimmte Mushrikun überfallen sozusagen, sie in Gewahrsam nehmen, so kommt es danach endgültig dazu, dass die Mushrikun jemanden schicken, um den Propheten zu verjagen von da. Dann sieht dieser eine, dass die Muslime alle in Ihram sind. Die sind nicht gekommen, um Krieg zu machen, nicht ala Kassio. Sie sind nicht ansatzweise gekommen, um Krieg zu machen, sondern sie sind gekommen eigentlich, um ihre Umrah zu machen. Dann geht er hin und sagt, das geht nicht. Dann kommen die Mushrikun und schicken Suhaib ibn Amr zum Propheten, um mit dem Propheten das Abkommen von Hudaybiyah zu machen. Sie kommen nach Hudaybiyah, Suhail ibn Amr, von den Mushrikun gesandt, um einen Vertrag mit dem Propheten Mohammed zu schließen. Was ist das für ein Vertrag? Es ist ein Vertrag, wo die Bedingungen aufgesetzt werden. 10 Jahre Frieden zwischen Mekkanern und dem Propheten, also zwischen Mushrikun und dem Propheten. Des Weiteren, jeder Stamm darf mit Mohammed Verträge schließen, Abkommen machen. Und die Mushrikun genauso. Drittens, dieses Jahr wird keine Umrah gemacht. Nächstes Jahr dafür dürfen sie Umrah machen und die Stadt wird für 3 Tage freigemacht. 4. Punkt, sie sagen, wenn ein Muslim aus Medina nach Mekka wieder zurückkommen will, also Muschrik werden will, so ist das vollkommen okay. Aber wenn ein Muslim, einer unserer Kinder aus Mekka nach Medina kommt, so müssen sie diese Leute wieder ausliefern, nach Mekka schicken. Ein Vertrag, der eigentlich völlig gegen die Muslime ist. Die Umrah wurde nicht gemacht, die Muslime müssen ausgeliefert werden, wenn es hart auf hart kommt. Und ein 10-Jahres-Vertrag mit Frieden, dass wir nichts machen können. Und als das passiert, kommt Umar ibn Khattab zum Propheten und sagt, ja Rasulallah, was machen wir denn gerade da? Sind wir nicht die Richtigen? Doch. Sind das nicht die Falschen? Doch. Warum? Was war das gerade? Was haben wir gerade hier für einen Vertrag abgeschlossen? Sie kommen, sie schicken uns wieder zurück, wir haben keine Umrah gemacht, wir haben einen Vertrag, der gegen uns scheint, wir werden Mekka nicht erobern können in den nächsten Jahren, wir haben jetzt einen Vertrag gemacht, 10 Jahre später, was ist denn das? Und dann sagt der Prophet a.s. Ha hiya fathun ya Umar, das ist der Sieg, o Umar. Und der Umar ibn Khattab sagt, Ahaza fathun ya Rasulallah, ist das denn der Sieg? Und dann die wollen nach Medina reisen und dann in dem Gebiet von Hudaybiyah kommt die Surah Fatih hinabgesandt zum Propheten. Inna fatahna laka fathan mubina. Wir haben dir ganz gewiss den Fath Mubin, den offenkundigen Sieg gegeben. Als diese Surah herabgesandt kommt, sagt der Prophet, dass diese Surah Khayrun min ad-dunya wa ma fiha, sie ist besser als die Dunya und alles, was in ihr ist. Und in dieser Surah sagt Allah, Allah will dir den Sieg des Aziz geben. Allah will dir einen geehrten Sieg geben, einen Aziz-Sieg geben. 2 Jahre später brechen die Mushrikun den Vertrag und der Prophet läuft irgendwann nach Mekka, erobert Mekka. Warum ist Hudaybiyah ein Sieg? Guck mal, Allah versucht uns hier was zu erklären, der Prophet. Warum ist Hudaybiyah ein Fath?
Was heißt Fette? Was wurde geöffnet? Die haben weder ein Land erobert, noch haben die irgendwas gewonnen, noch haben die Mekka, nichts haben sie bekommen. Warum sagt Allah Fathul Mubin? Das ist ein offenkundiger Sieg, eine Eroberung ist das. Von was? Was? Der Prophet konnte jetzt zu den Leuten gehen und den Islam erklären. Der Prophet konnte jetzt zu einer anderen Kabila gehen. Die anderen Stämme haben sich getraut, zum Propheten zu kommen, ohne dass mit denen der Handel abgeschnitten wird. Und der Prophet konnte ihnen den Islam erklären. Was ist in dieser kurzen Zeit passiert? Über Tausende von Menschen sind zum Islam konvertiert. Was hat Allah noch gemacht? Allah hat die Herzen der Menschen geöffnet und sagt, jetzt haben wir den Sieg gegeben. Mit dem Vertrag um Mohammed haben wir den Sieg gegeben. Egal, wo du jetzt Tibli machen wirst, wirst du auf offene Herzen stoßen. Und so kam es, dass in kürzester Zeit Tausende von Menschen zum Islam konvertiert sind. In kürzester Zeit. Das ist der wahrhaftige Sieg im Islam. Der große, der Mubin, der offenkundige Sieg, das größte Fette ist, die Herzen der Menschen zum Islam zu erobern. Das ist der größte Sieg. Als sie 2 Jahre später den Vertrag brechen, läuft der Gesandte nach Mekka und es wird wieder ein Sieg. Denn diese Sure war die Vorprophezeiung von Mekka. Und genau diese 2 waren die größten Siege. Warum? Weil weder in Mekka noch während dieser Zeit wurde Blut vergossen. Diese große Expansion des Islams, dass Leute konvertiert sind, ist nicht mit Blut vergossen geschehen. Deswegen sagt Allah, das ist der offenkundige Sieg. Das ist ein Aziz, Nasran Aziza, eine geehrte. Gewinnen kann jeder. Die Kuffar erobern auch Gebiete, sie können auch gewinnen. Aber ein Aziz, ein geehrtes, ein respektvolles, auf Ehre aufgebaut, auf Izzet aufgebaut, ein so stabiles, was 1000 Jahre nicht mehr kaputt geht, das hat Allah dem Propheten versprochen gegeben. Deswegen, inna fatahna laka fathan mubina. Das ist der wahre Sieg gewesen. Dasselbe sehen wir in Khaybar. Als der Prophet nach Khaybar geht, die Hochburg der Juden erobern möchte, dann kommt er und Ali ist da, Ali ibn Abi Talib, stark, brutal. Der Prophet sagt, ja Ali, komm her. Ali geht zum Propheten und sagt, ja Ali, mach langsam, mach nicht so schnell. Hau nicht die Köpfe einen nach dem anderen weg, mach langsam. Warum? Wisse, ein Mensch, der durch dich die Hidayat kriegt, ist besser wie diese ganze Dunya und alles, worüber die Sonne aufgeht, sagt er. Das ist der wahre Sieg. Umar ibn Khattab hat Amr ibn al-As nicht erlaubt, Misr zu erobern am Anfang. Hat nicht erlaubt. Warum wollte er das nicht? Er wollte Nasran Aziza. Er wollte, dass der Islam erstmal dort zu ihnen hineingeht, um den Islam zu erklären, damit ihre Herzen auf den Islam kommen. Alle Orte, so habe ich mir mal sagen lassen, alle Orte, die wir mit dem Schwert erobert haben, wurden uns wieder mit dem Schwert zurückgenommen. Alle Orte, wo wir mit Herz erobert haben, dessen Herz wir erobert haben, die sind bis zum heutigen Tag geblieben für uns. Deswegen ist der Fathul Mubin, der große Mubin, der große Eroberung, ist die Herzen der Menschen zu gewinnen. Weil dann baust du was Stabiles auf, dann baust du was Festes auf. Das sagt der Islam uns eigentlich über Sieg. Sieg ist das eigentlich. Sieg ist einen Menschen zum Islam zu bringen. Dann hast du gewonnen. Ich habe hier gesagt, Allah gibt den Muslimen den Sieg auf dieser Dunya gegenüber den Kuffar auf 3 Arten im Koran. Das eine ist, er öffnet die Herzen der Kuffar, und lässt sie zum Islam bringen, lässt den Islam hineindringen. Das zweite ist, er vernichtet die Ungläubigen. Ganz klar. Er vernichtet die Ungläubigen und setzt dafür die Gläubigen danach dort ein. Allah sagt im Koran, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. Und die Ungläubigen haben zu den Gesandten gesagt, wahrlich, wir werden euch aus unserem Land vertreiben oder ihr werdet zu unserer Religion wieder zurückkehren. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. Und Allah hat dir offenbart, dass er die Ungläubigen vernichten wird, sagt Allah. Sie sagen so, lieb es oder, wie bitte? Die Zalimin. Lieb es oder verlass das Land, liebst oder entweder passt du dich an, akzeptierst du unsere Grundordnung, unsere Verfassung, entweder unterschreibst du gibst alles, du unterschreibst Loyalitätserklärung, du musst es akzeptieren oder verschwinde aus dein Land. Geh doch in dein Land zurück, hast du nichts verloren. Wenn du hier das nicht akzeptierst, Demokratie, wir leben sowieso, wir machen ja keine Straftaten,
Aber für uns ist die höchste Priorität, die höchste Instanz ist Allah und der Koran. Für uns ist die Scharia. Es gibt keine höhere Verfassung, kein höheres System über die der unsere Religion. Sie kommen und sagen, akzeptiere es. Du lebst ja, du musst akzeptieren. Wenn nicht, geh in dein Land zurück. Allah sagt, und wir haben offenbart genau dasselbe, dass wir die Salim, die Unterdrücker, diese unrechttuenden Menschen, wir werden sie vernichten. Allah sagt weiter, وَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضُ مِنْ بَعْدِهِمْ. Und wir werden euch wahrlich nach ihnen das Land bewohnen lassen. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ وَخَافَ وَعِيدٍ. Das gilt für den, der das Auftreten von mir fürchtet und auch das fürchtet, was meine Drohung angeht. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Und sie baten um die Entscheidung. وَاسْتَفْتَحُوا. Sie haben Allah darum gebeten, dass Allah mit Al-Fatah eine Eröffnung gibt, ein Urteil gibt, eine endgültige Entscheidung gibt. Was dann passiert? Dann ist jeder hartnäckige Tyrann zugrunde gegangen. Er schlug fehl, sagt Allah. Der Koran ist voll mit solchen Beispielen. Das Volk von Ad, das Volk von Samud, das Volk von Fir'aun, die Mushrikun in Mekka, sie waren alle so gewesen. Allah hat sie alle vernichtet. Allah hat diese Völker vernichtet. Warum hat er sie vernichtet? Sie haben doch gesagt, wo ist denn diese Drohung, die ihr sagt, Allah wird uns vernichten? Sagt doch mal. Sie lachen doch mal drüber. Wo ist denn eure Bedrohung? Gott wird kommen und das vernichten. Wo bleibt denn das? Haben sie auch 21 Propheten gesagt. Wo ist denn diese Drohung, wo dein Gott immer sagt, hört auf, sonst werde ich euch vernichten. Wo ist denn die Drohung? Und dann kam die Drohung. Und da wurde sie wahr. Und Allah hat sie vernichtet und hat dabei die Gläubigen dieses Land bewohnen lassen. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, er vernichtet die Ungläubigen durch die Hand der Muslime. Die Muslime haben noch nie eine Schlacht gewonnen aufgrund von ihrer Mehrheit oder aufgrund von ihrem Waffenbesitz, ihrer Technologie oder Hightech. Der Grund, warum Muslime gewinnen, ist immer, weil Allah subhanahu wa ta'ala seine Armeen den Gläubigen helfen lässt, indem auf einmal der Wind für sie weht. Wir sehen das in sehr vielen Schlachten, auch zur Zeit von den Seldschuken, auch von den Sahabas, auch von Osman. Man sieht immer wieder, dass Wetterbedingungen haben für die gestimmt, das Wasser hat für sie gestimmt, der Wind hat für sie gestimmt. Allah lässt seine Armeen auf dieser Welt für die Gläubigen anpassen, dass die Gläubigen den Sieg über die Ungläubigen kriegen. So war es genau auch in Badr gewesen. Allah sagt, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Die Mushrikun wollten die ganze Zeit, wir sind die Siegreichen, wir sind die Guten. Allah sagt, verlangt ihr eine Entscheidung? Dann ist genau die Entscheidung jetzt nun zu euch gekommen. Was dann passiert? وَإِن تَنْتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Allah sagt, wenn ihr Kafir um den Sieg als Zeichen der Rechtschaffenheit bittet, so traf der Sieg euch bereits. Die haben doch gesagt, wir werden siegreich sein, ihr werdet sehen, wir werden gewinnen. Wenn wir gewinnen, ihr werdet sehen, dann seid ihr die Schwachen und ihr seid die Falschen. Aber so kam es nicht. Ihr habt das als Maßstab genommen, sagt Allah, den Sieg. Wir haben euch genau das endgültige Urteil gegeben. Dann ist das Ding ja durch. Wir haben Badr gegeben und ihr habt Badr verloren. Und wenn ihr von dem abseht, so ist es besser für euch. Kehrt ihr jedoch zu eurer Feindseligkeit zurück, werden auch wir zu ihr zurückkehren und eure Menge soll euch nichts nützen, so zahlreich sie auch sein mag, denn wisset, dass Allah mit den Gläubigen ist, so werdet ihr die Schlacht jedenfalls verlieren. Deswegen, Allah gibt den Sieg über die Kuffar, über die Hände der Muslime darüber. Deswegen, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Und wenn du siehst, dass die Hilfe Allahs kommt und das Fath Allah, die Öffnung Allahs kommt, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Und wenn du siehst, wie die Leute in Scharen, in Gruppen, in ganzen Volksgruppen in den Islam hineintreten, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. So mache Hamd, mache Tasbih, mache Hamd zu Allah und mache Istighfar zu Allah, denn er ist derjenige, der die Reue annimmt. Deswegen, das sind diese 3 Punkte, die Allah im Diesseits die Eroberung für die Muslime gibt. Das nächste ist, Allah subhanahu wa ta'ala betitelt das Jenseits als Yawmul Fath, der Tag der Entscheidung, der Tag des letzten Wortes, der Tag, wo alles endgültig klar sein wird, ist Yawmul Fath, sagt Allah. Satan in Surah Saba kommt einmal der Name Allahs Al-Fattah vor und das ist in Verbindung mit dem Jenseits. Allah sagt, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Und sie sagen, wann wird dieser Sieg, guck mal, im Koran wird das als Sieg übersetzt. Eigentlich Fath, das passt eigentlich überhaupt gar nicht, ihr Mushaf da rein. Deswegen, wenn manchmal die deutsche Übersetzung liest, ihr werdet gar nicht verstehen, was die Verse damit meinen eigentlich überhaupt. Um was geht es da, was für ein Sieg eigentlich.
Wann wird dieser Sieg kommen? Wenn ihr doch wahrhaftig seid, wenn ihr doch wahrhaftig redet. Qul يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Sprich, am Tag des Sieges, am Tag des Fath, am Tag der Entscheidung, werden die Ungläubigen ihr Glauben nichts mehr nützen, noch werden sie Aufschub erlangen. Der Yawm al-Qiyamah wird Yawm al-Fath genannt. Guck mal, es gibt einige Uneinigkeiten, die werden nicht in dieser Dunya gelöst werden. Es gibt einige Sorgen und Probleme, die Menschen haben, die werden nicht hier gelöst werden, sondern die werden im Jenseits erst gelöst werden. Manchmal gibt es so etwas, elbette bir gün hesaplaşırız, elbette werden wir eines Tages uns zur Rechenschaft ziehen. Manche Dinge werden in diesem Diesseits nicht passieren, deswegen müsst ihr geduldig sein. Aber es gibt 100% dieser Tag, wo alles entschieden wird, wo jeder Moment, jeder Punkt, jede Minute in eurem Leben darüber entschieden wird, was richtig und was falsch war, was gut, was nicht gut war. Das sagt Allah, das ist Yawm al-Fath. Alles wird da ganz klar unterschieden voneinander. Es gibt das letzte Wort, was Allah gibt. Allah sagt, Qul, man yarzuqukum minas samai wal ard. Wer versorgt euch von der Himmel und von der Erde? Qul, sprich, Qulillah. Es ist Allah subhanahu wa ta'ala, sonst niemand anders. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin. Entweder sind wir auf dem rechten Weg oder ihr seid auf dem rechten Weg. Oder wir sind auf dem falschen Weg oder ihr seid auf dem falschen Weg. Ganz klare Sachen. Das sagen wir heute den Mushrikun auch. Guck mal, wer versorgt uns von Himmel und von der Erde? Wir sagen, es ist Allah, ohne Frage. Ihr sagt, nein, es ist nicht Allah. Guck mal, wenn es zwei Behauptungen gibt, muss einer richtig sein und der andere falsch sein. Entweder sind wir richtig, genau wie es hier sagt, oder ihr seid richtig. Oder wir sind in Dalalet, oder ihr seid in Dalalet. Einer von uns ist richtig und einer von uns ist falsch. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Ganz gewiss werdet ihr nicht für unsere Sünden befragt werden und wir werden nicht für euren Fehltritt befragt werden. Qul yajma'u baynana rabbuna summa yaftahu baynana bil haqqi wa huwa al-fattahul alim. Sprich, unser Herr wird uns alle zusammenbringen. Dann wird er zwischen uns in Gerechtigkeit richten, Fath machen, das Endurteil abgeben und er ist der beste Richter, Al-Fattah, und er ist derjenige, der ganz gewiss alles bis ins Detail das Wissen darüber hat. Wir werden manchmal nicht aufeinander kommen. Die Mushrikun werden was behaupten, ihr werdet was behaupten. Denkt immer dran, ihr werdet nicht aufeinander kommen. Deswegen sagt Allah immer wieder im edlen Koran, Allahu yahkumu baynahum yawm al-qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Ganz gewiss wird Allah zwischen euch richten am Tag der Auferstehung über das, worüber ihr nicht einig gewesen seid. Deswegen kommt immer wieder dieser Vers vor. Und heute kommen wer? Die Christen sagen was, die Juden sagen was, die Hinduisten sagen was. Jeder sagt was und jeder behauptet, das Richtige zu sein. Deswegen, wenn jemand fragen sollte, woher der letztens doch, der Mann, der kam und hat doch gefragt, woher soll ich denn wissen, dass das richtige Leben der Islam ist? Ich lebe mein Leben und woher soll ich denn wissen, dass der Islam das Richtige ist? Was ist, wenn auf einmal der Islam doch nicht das Richtige war? Was, wenn das Christentum das Richtige ist? Woher soll ich denn wissen, sagen doch manche Leute, welche Religion die richtige ist? Es gibt doch Buddhismus, Hinduismus, Judentum, Christentum, Islam. Es gibt noch zig andere Sekten. Woher soll ich wissen, welche richtig und welche falsch ist? Wir sagen immer, lest doch einfach. Lest doch einfach und guck. Das, was dir alle Antworten gibt auf dein Leben, auf das Leben nach dem Tod, auf alles, ist der edle Koran. Ohne Frage. Lest doch den Koran und dann reden wir drüber. Und manchmal wird es dazu kommen, dass der Christ seine Religion bis zum Ende verteidigt. Der Jude, es gibt immer, man kann ja alles rechtfertigen. Allah sagt, Innal lazina amanu, diejenigen, die glauben, die Muslime, wal lazina hadu, und die Juden, was-Sabi'ina, und die Sebäer, die Sterndeuter, die Sternanbeter, wal-Nasara, und die Christen, wal-Majusa, und die Feueranbeter, wal-Lazina ashraku, und die Mushrikun. Über all diese Punkte, auch Muslime, alle, Juden, Christen, Sebäer, Feueranbeter, Majus, Mushrik, Muslim, über all diese Leute. Inna Allaha yafsilu baynahum yawm al-Qiyamati. Allah wird zwischen ihnen allen urteilen am Tag der Auferstehung. Inna Allaha ala kulli shay'in shahid. Ganz gewiss ist Allah Zeuge über alles, was passiert ist, über alles, was gesagt worden ist, über alles, was von A
von diesem Punkt bis dahin geschehen ist, ist Allah der einzige und der genaueste Zeuge, der weder was falsch gesehen hat, falsch gehört hat, irgendwas anderes falsch aufgenommen hat. Allah wird zwischen allen richten. Deswegen ist Yawmul Qiyamah Yawmul Fath. Wenn ihr nicht mehr weiterkommt bei der Dawa, bei einem Mushrik, dann sagt ihr, Inna Allah yafsilu baynana wa baynahum. Allah wird zwischen uns und euch richten. Was haben wir gesagt? Allahu yahkumu baynakum yawm al-qiyamati fima kuntum takhtalifun. Allah wird zwischen uns und euch richten über das, worüber wir nicht einig sind. Okay, wenn du dir doch so sicher bist, leb dein Leben. Wenn du dir 100% sicher bist, dass deine Religion die richtige ist, ich sage dir, es ist nicht so, ey Wallah, dann leb. Aber spätestens in Yawm al-Qiyamah werden wir zur Rechenschaft gezogen werden. Und dann wird weder euer Glaube einen Aufschub gewährt, noch wird der Glaube dort erlaubt werden. Weil dort wird dann jeder zum Islam konvertieren wollen. Wisst ihr das? Der Jude wird sagen, ich möchte zum Islam, dann bin ich doch Muslim, ich wusste das nicht. Der Christ wird das sagen. Alle werden es sagen, aber Allah wird es nicht annehmen. Deswegen eine Reflexion Allahs, Al-Fattah ist Yawmul Fath. Der Tag der Abrechnung ist das größte Reflexion Allahs, Al-Fattah. Er wird das letzte Wort, das letzte endgültige Urteil geben und einen Weg öffnen, endgültig für die Gläubigen, die siegreich sein werden, ein endgültiges, ein wirklich schöner Ausweg öffnen und für die Mushrikun ebenfalls einen Ausweg öffnen, der für sie nicht so gut ist. Al-Fattah entscheidet über seine Türen der Barmherzigkeit. Guck mal, die Aufteilungsgewalt, das Aufteilen von Rizq, von Ilm, von Akhlaq, ist alles bei Allah subhanahu wa ta'ala. وَفِي سَمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Und in den Himmel ist das euer Rizq und alles, was euch versprochen worden ist. Deswegen sind die Schätze von Rahmat, von Rizq, von allem bei Allah. Egal was, soziale Kontakte, Wissen, Schönheit, alles, was ihr wollt. Diese ganzen Schätze, das Arsenal, das Hauptquartier, das Hauptpunkt, dessen ist bei Allah. Und die Schlüssel hat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sendet alles in Maßen herab. Deswegen, wenn ihr eine Sache von Allah wollt, so denkt dran, die Schätze sind bei Allah. Allah sagt, Ma yaftahillahu linnasi min rahmati fala mumsika laha. Wenn Allah den Menschen eine Gnade freilässt, eine Rahmat gibt, irgendwas aus seinem Arsenal, aus seinen Schätzen dir geben möchte, so gibt es niemanden, der dich daran hindern kann. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ. Und wenn Allah es dir nicht geben möchte, ein Schloss davor macht, kann niemand diese Sachen öffnen. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Und er ist Aziz und er ist Hakim. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ihm gehören die Schlüssel der Himmel und der Erde. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. Und er gewährt viel Rizq, wen er möchte, und er gibt wenig Rizq, wen er möchte. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Er ist derjenige, der alles weiß. Wenn jemand trotz Bemühungen sein Rizq nicht vermehrt wird und er Allah immer wieder darum bittet, aber eine Tür sich nicht für ihn öffnet. Guck mal, alles, was der Mensch macht, seine Amal, hängen damit zusammen, welche Türen für einen Menschen geöffnet werden. Wenn du heute eine Sünde begehst, Allah ist Al-Fattah, auch für Bela, also nicht nur Gutes, er öffnet auch die Tür nicht, also Bela. Und Bela ist ja nicht immer schlecht. Oder würde ihr sagen, ein Bela, ein Unheil ist immer schlecht? Selbst das Rahmat Allahs, das Paradies umfasst, Rahmat wasi'at kulli shay. Selbst ein Bela ist gut. Ein Bela, ein Unheil für ein Salim ist doch was Gutes, oder? Dann wird der Salim abgeschwacht. Wenn ein Unterdrücker eine Krankheit kriegt, ein Unheil kriegt, eine Schandtat kriegt, ist das doch was Gutes. Ne? Deswegen, Allah öffnet nicht nur die Tore des Guten, auch die Schlechten. All unsere Taten, die wir begehen, öffnen entweder eine Tür des Guten oder eine Tür des Schlechten. Heute sagen die modernen Menschen dazu, Karma. Wenn was passiert, Karma, kommt zurück. Karma kommt. Karma ist nicht ein Mensch. Karma ist irgendwas, was dann zurückkommt, sagen sie. Wir sagen dazu einfach, Allah gibt allen Menschen das, was er von seinen Taten macht. Wenn du Gutes machst, wird Allah dir ein Schloss öffnen, eine gute Sache, und sie wird auf dich zukommen. Wenn du eine schlechte Sache machst, hat sich eine Tür geöffnet, eine schlechte Sache, die wird irgendwann auf dich stoßen. Das haben wir in unserem Unterricht Al-Ghaffar versucht zu erklären. Wenn Allah dir die Rizq, Rahmat-Kappen, die Tür nicht öffnet, so ist das daran vielleicht, weil du Sünden hast. Deswegen musst du in dir hineingehen und versuchen, deine Sünden oder dich kontrollieren, deine Sünden zu beheben und viel Istighfar zu machen. Allah subhanahu wa ta'ala öffnet den Menschen, öffnet mit seinem Namen Al-Fattah die Rizq, die Schätze dieser Dunya für zwei Arten von Menschen. Das ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Zum einen diejenigen, die Iman und Taqwa besitzen, und einmal diejenigen, die genau das Gegenteil sind, die richtige Kafir sind, Kuffar sind. Allah öffnet genau diese zwei Arten von Menschen das Rizq, die Schätze von sich, und gibt ihnen Übermaß.
Einmal diejenigen, die Iman und Taqwa haben, Gottesfurcht haben, oder die Ungläubigen. Deswegen ist hier wichtig, dass man immer kontrolliert, was mache ich, warum bekomme ich gerade dieses Rizq. Wenn man zum Beispiel gerade eine Gabe kriegt, ein Rizq kriegt, zum Beispiel ich arbeite, ich bekomme eigentlich mehr, als ich verdiene. So. Ich merke eigentlich, ich kriege viel mehr eigentlich, was ich mache. So. Meine Arbeit ist das nicht wert, aber ich bekomme viel mehr. Da muss ich mir Gedanken machen. Allah hat mir das in Überfluss gegeben. Warum gibt er mir das? Ist das aufgrund von meinen Fehlern? Wenn ich Sünden mache und Allah mir trotzdem viel gibt, so ist das Istidraj. Und wenn das mit Taqwa kommt, wenn ich Gottesfurcht bin, Allah gibt mir viel, ist aufgrund von meinem Iman und von meinem Taqwa. Allah sagt, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتًا مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Und hätten die Bewohner der Ortschaft doch den Iman verändert und Taqwa gemäß gehandelt, ganz gewiss, hätten wir ihnen das Barakat der ganzen Himmel und der Erde gegeben, sagt Allah. Hätten die Bewohner der Stadt Iman und Taqwa. Deswegen, wir nehmen unsere ganzen Delil aus dem Koran und wenn wir eine Behauptung aufstellen, dann nur mit Delil. Weil Allah sagt, Taqwa und die Bewohner hätten sie Iman gemacht. Doch sie leugneten, sie haben geleugnet, deswegen haben wir sie zugrunde vernichtet, sagt Allah. Guck mal, hatten sie den Iman gemacht und Taqwa, dann hätte Allah das Barakat der ganzen Himmel und der Erde gegeben. Wo sehen wir dieses Beispiel? Der islamische Staat Medina oder der Kalifatstaat der 4 rechtgeleiteten Kalifen. Der islamische Staat von Medina des Propheten ist 1:1 das Beispiel. Die Leute hatten den Iman, sie hatten Taqwa. Was hat Allah für sie gemacht? Die Leute, die sich zu 5 ein Kamel geteilt haben, sind nach Persien und haben auf dem Kamel die ganzen Schätze, Gold und Silber und alles, was es gibt, nach Medinatul Munawwara gebracht. Die Leute, die eine Dattel gelutscht haben und wieder weggemacht haben, weil sie nichts hatten, Allah hat ihnen Persien, Byzantinien, hat ihnen alle Reiche geöffnet und sie kamen mit den ganzen Schätzen wieder zurück, als Ganimet kamen sie zurück. Die Steine um ihr Bauch gebunden haben, weil sie kein Essen hatten, diese Menschen hat Allah die Türen und Toren von Kudus, von überall eröffnet, die ganzen relevanten Punkte der Erde und Allah hat ihnen das ganze Rizq von Himmel und von der Erde alles gewährt. Aufgrund von was? Warum? Weil sie Iman hatten und Allah subhanahu wa ta'ala gefürchtet haben. Und wir sehen das gleiche Beispiel andersrum. In der Musnad von Ahmad ibn Hanbal wird berichtet, der Gesandte Allah sagt, wenn du jemanden siehst, der aufgrund von seiner Ma'asiyat, aufgrund von seinen Sünden, Allah ihm immer mehr und mehr von den guten Sachen gibt, so wisse, dies ist Istidraj. Und dann verliest der Prophet den folgenden Vers. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرُّعًا. Und hätten sie doch um Gnade gefleht, als unsere Peinigung sie ereilt hat. وَلَكِنْ قَسَّتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Doch ihre Herzen wurden hart und der Satan ließ ihnen das schön erscheinen, was sie zu tun pflegten, sagt Allah. Und dann kommt es, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. Und als sie genau das vergessen hatten, womit wir sie gemahnt haben, womit wir ihnen eigentlich eine Offenbarung gesendet haben, haben gesagt, achte drauf. Und genau als sie das vergessen haben, was ist dann passiert? Was ist danach passiert, sagt Allah? فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. So haben wir ihnen die Türen für allen Dingen geöffnet. Tourismus, einwandfrei. Wirtschaft läuft bei denen. Sozialsystem läuft bei denen. Militärentwicklung läuft bei denen. Technologie läuft bei denen. Und die sagen, bei uns läuft es richtig gut. Allah sagt 1:1 das. Es läuft einfach. Es läuft. Bei uns, guckt mal eure Länder an, ihr seid ja noch hinten geblieben. Allah sagt genau das. Als sie genau vergessen haben, warum sie überhaupt auf dieser Welt sind, womit wir sie gewarnt haben, haben wir ihnen die Türen für alles geöffnet. Und dann, hatta iza farihu bima utu, und als sie sich damit amüsiert haben, gerade damit beschäftigt waren, sich damit zu freuen, darüber zu freuen, was sie alles haben, akhaznahum baghtatan fa izahum mublisun. So haben wir sie in einem Moment ergriffen, plötzlich gepackt und es gab keine Hoffnung mehr für ihn. Ihr Abgrund ging so tief, keine Handbremse konnte das mehr halten. Sie ging einfach tief und die Hoffnung ist ausgestorben für diese Leute. Das ist Istidraj. Allah, deswegen, wenn er uns ein Rizq gibt, wenn er uns die Türe mit seinem Namen Al-Fattah öffnet, das Barakat, seine Rahmat, sein Barakat, so müssen wir uns überlegen, entweder ist es aufgrund von unserem Taqwa und unserem Iman oder es ist aufgrund von unserem Ma'asiyat und Allah will uns Istidraj, Allah will uns vergessen lassen und uns danach bestrafen. Weil Allah will diese Ungläubigen einfach hardcore bestrafen. Deswegen macht er das. Weil sie haben sich selbst in diese Dings gesteckt, sie haben Allah beiseite geschmissen, sie wurden arrogant und Allah sagt, okay, wenn ihr es so haben wollt, guck mal, nimmt alles. Und sie freuten sich dabei. Und sie haben sich gefreut und Allah hat sie anschließend danach vernichtet. Ein weiterer Punkt, und der vorletzte Punkt ist, Al-Fattah, Allah eröffnet seinen Dienern die unterschiedlichsten Türen, um Allah
Ibadah zu machen, um Allah näher zu kommen. Guck mal, der Prophet sagt in einem Hadith, a.s.w., wer 2 Arten immer wieder spendet, immer das Doppelte spendet, den wird Allah im Paradies durch die Tür des Wohlstandes hineingehen lassen. Wenn jemand aufgrund von viel fastet, den wird Allah durch das Babur Rayyan im Paradies hineintreten lassen. Wenn jemand Dschihad macht, der wird durch das Tor des Paradieses Dschihad dadurch hineingehen. Jemand, der spendet, den wird Allah durch die Tür des Nächstenliebe und Nachsichtigkeit hineintreten lassen. Derjenige, der betet, sagt der Prophet, den wird Allah durch die Tür des Beten ins Paradies hineintreten lassen. Daraufhin sagt Abu Bakr, فَهَلْ يُدْرَ أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلَّهَا? Gibt es denn jemanden, der durch alle diesen Türen gerufen wird? Und der Gesandte Allah sagte, Naam, ja. وَأَرْجُ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ. Ich hoffe, dass du einer von denen bist, ja, Abu Bakr. Guck mal, was ich damit sagen will, ist, Allah subhanahu wa ta'ala gibt dem Menschen, öffnet ihn eine Amal, eine Tat, die ihn Allah näher bringt, und er macht diese Tat mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Zuneigung. Er macht diese Tat. Er neigt zu dieser Tat, er macht es mit ganz viel Liebe, er hat Geschmack dabei, das ist so seine Tat. Und es gibt doch manche, die sagen, ich kann nicht fasten. Also Fasten ist nichts für mich, es fällt mir sehr schwer. Der andere sagt, ja, das Sadaka geben fällt mir sehr schwer. Und Allah hat deswegen im Paradies unterschiedliche Türen gemacht, womit die Menschen hineintreten. Es ist selten der Fall, dass ein Mensch wirklich alle diese Punkte macht. Dschihad, Sadaka, Zakat, Fasten, also auf beste Art und Weise immer Vorreiter ist. Das gibt es selten. Aber Allah gibt immer, oder sein Diener öffnete eine Tür, womit er ihn besonders damit beschenkt. Und wenn Allah dir eine Tür von diesen öffnet, so halte an dieser ganz, ganz fest. Guck mal, der Prophet a.s.w. sagt, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَى لَهُ. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala für seinen Diener etwas Gutes möchte, so lässt er ihn etwas versüßen. Er lässt ihn etwas Süßes schmecken. عَسَى لَهُ. Er lässt ihn Honig schmecken, sozusagen, Süßes schmecken. قِيلَ وَمَا عَسَى لَهُ. Sie fragten den Gesandten Allahs, was ist denn dieses Süße, dieses Honig, was ihm gemacht wird? Wenn Allah jemanden liebt, so lässt er ihn seine Güte versüßen. Was ist das, sagen die Sahabas? قال يفتح الله عز وجل له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. Allah eröffnet ihn einige Amal, die ihn Allah näher bringen, und auf diesen Taten wird Allah ihn seine Seele nehmen. Allah öffnet ihn diese Liebe zu diesen Taten. Die Liebe zu Taten, warum man diese Taten macht, alles ist eine Sache, die mit Allahs Öffnung zu tun hat. Wenn Allah dir das öffnet, diese Liebe einmal in dein Herz steckt, wirst du es mit Liebe und Tränen machen. Und wenn Allah eine gute Sache möchte, so eröffnet er kurz vor seinem Tod für einen Diener Dinge, die Allah näher bringen, und auf diese Sachen wird er ihn töten, also seine Seele nehmen. Die Salaf sagten, wenn Allah dir eine Tür öffnet, so sieh es als eine einmalige Gelegenheit und nutze diese so gut und intensiv aus wie möglich. Wenn ein Mensch ist, der viel betet, nicht viel Sadaka gibt, nicht arbeitet, so wissen, Allah wird ihn aber dazu befragen von dem Sadaka. Warum hast du kein Sadaka gegeben? Es sind ja auch Pflichten, die du machen musst. Warum hast du nicht zum Beispiel das und das gemacht? So ist anzunehmen oder zu hoffen, dass du dabei sagen wirst, oh Allah, ich habe diese Tat sehr geliebt, ich habe diese Tat viel gemacht. Inshallah wird Allah dir aufgrund von dessen, weil du diese Tat gemacht hast, dir die anderen Sachen vergeben. Wenn Allah euch eine Tür geöffnet hat, so nutzt diese aus. Sucht nicht woanders an einer Tür, wo euch was schwerfällt. Wenn euch doch Allah schon eine Gabe, eine gute Sache gegeben hat. Wenn Allah euch eine Sache geöffnet hat, so nutzt diese Chance aus, bevor Allah dies wieder schließen tut für euch. Genauso wie wir wissen müssen, dass Allah auch den Menschen gegenüber einige Türen öffnet. Guck mal, deswegen könnt ihr nicht von den Menschen das erwarten, was ihr auch macht. Das, was für euch leicht auszusehen mag, ist für den anderen nicht leicht. Das, was für euch selbstverständlich ist, ja, was denn schon dabei? Ich mache das also doch auch. Es ist wirklich nicht so, weil Allah hat ihm diese Tür nicht geöffnet.
Für ihn ist das aufwendig. Wir wissen zum Beispiel, Umar ibn Khattab war nie im Krieg ein Strateg gewesen, der die besten Strategien gemacht hat. Khalid ibn Walid zum Beispiel sehen wir, er war ein Mensch gewesen, der hatte übel Strategien. Aber dafür war Umar ibn Khattab ein so gerechter Herrscher gewesen. Eine Seite ist immer schwerwiegend, die andere ist immer ein bisschen weniger. Wir sehen Osman ibn Affan, sogar die Munafiqun, die Mushrikun haben das ausgenutzt, weil er in der Dschihad nicht so vordergrundmäßig war, haben sie das ausgenutzt. Aber im Koran lesen, in seinem Iffet, in dem Fasten, war Osman ibn Affan der Beste gewesen. Ali ibn Abi Talib, ein Gerechter, ein Kämpfer. Versteht ihr also, jeder von den ganzen Kalifen waren unterschiedliche Menschen gewesen. Ihre Schwerpunkte waren unterschiedlich gewesen. Du kannst nicht sagen, warum ist Osman nicht wie Umar wie Khalid, Ali wie Abu Bakr wie, es geht nicht. Allah eröffnet immer dem Gläubigen eine andere Sache, was ihn zu einer Stärke macht, was ihn seine Eigenschaft als Schwerpunkt darstellt. Und deswegen ist es für uns wichtig, warum wir das wissen müssen, ist, dass wir denen gegenüber, vor allem Emire oder Leute, die eine Jamaat führen, zu wissen, ein Mensch diese Aufgabe zu geben, auch die Allah für ihn auch geöffnet hat, die Allah ihm leicht gemacht hat. Und dabei nicht eine Sache als selbstverständlich sehen und zu sagen, naja, wenn das für mich doch klar ist, plausibel ist, easy ist, dann muss es ja für dich auch sein. Und man zwingt eine Sache auf Menschen auf und sagt, nee, du musst das machen. Also ich mache das ja auch, du musst es machen. Nee, jetzt machst du das aber so. Und wenn er sagt, ich krieg's einfach nicht hin, dann sagst du, ja, dann bist du faul. Nein, wenn er es wirklich nicht hinkriegt, dann liegt es daran, weil wirklich Allah hat ihm die Signierung einfach nicht geöffnet. Er hat ihm diese Augen, das Sehen, dass er das sieht, nicht geöffnet. Er wird es immer wieder übersehen. Er hat ihm diese Gedanken nicht geöffnet. Er könnte es nicht machen. Er hat ihm das Herz verschont. Er wird es nicht spüren. Und deswegen muss man nicht darauf rumhaken und sagen, nein, du musst machen, weil Allah hat ihm die Sache nicht geöffnet. Dabei muss man gucken, was Allah für ihn geöffnet hat, damit er die Sache dort dann einsetzen kann. Eine ganz kurze Geschichte dazu, und dann kommen wir zum allerletzten Punkt, inshallah. In Madinatul Munawwara gab es einen Gelehrten namens Abdullah al-Umari und er war ein Muhaddis gewesen. Er hat in seinem Volk Dawa gemacht. Eines Tages sagt er, das macht keinen Sinn. Er zieht sich zurück nach Hause und sagt, das ist Fitna. Wir Gelehrten sollen nicht mehr im Vordergrund sein, weil das Loben, die Leute werden halt nett und man kriegt Kibbel und man wird so schmierig und dies und das. Er sperrt sich zu Hause ein und schreibt an Imam Malik einen Brief und sagt, ey Imam Malik, und schildert ihm die Situation. Ich empfehle dir, dich auch zurückzuziehen nach Hause. Er macht nur noch Ibadat zu Hause, weil für uns Gelehrten ist draußen eine Fitna, die Leute loben einen, sie beschenken uns, sie machen dies und das könnte unser Ikhlas kaputt machen. Er schildert ihm die Situation. Daraufhin sagt er, geh nach Hause und schließ dich aus zu Hause. Imam Malik schreibt an diesen Gelehrten folgende Antwort, folgendes Brief. Er sagt, ja Abdullah al-Umari, genau wie Allah das Rizq aufteilen tut von jedem Menschen, so teilt er auch die Salih-Amal der Menschen auf. Es gibt viele Menschen, denen Allah die Tür des Gebetes geöffnet hat, aber die das Fasten geschlossen hat. Es gibt viele Menschen, die Allah die Tür des Sadakas geöffnet hat, aber die das Fasten geschlossen hat. Es gibt Menschen, die Allah die Tür des Fastens geöffnet hat, aber die das Dschihad geschlossen hat. Ilm zu verbreiten ist eins der besten Taten und ich bin mit dem, was Allah für mich auferlegt hat, dass ich das Ilm verbreiten muss, damit einverstanden. Allah hat mir diese Aufgabe gegeben, dass ich Ilm verbreiten soll und das ist eine vorzügliche Aufgabe. Aber ich sehe nicht dich niedriger als mich oder mich höher als dich, sagt er, weil du dich jetzt zu Hause eingesperrt hast. So beendet er den Brief. Imam Malik sagt eigentlich, kein Problem, zieh du dich ruhig zurück, weil es ist nicht für jedermanns Sache. Allah teilt das Ding auf, genau wie dein Rizq teilt auch deine Taten auf. Dann sind halt deine Taten, mach du deine Taten zu Hause, ist kein Problem. Aber meine Tat, meine Aufgabe ist es, den Ilm nach außen zwischen den Menschen zu verbreiten, weil es auch eine gute Sache. Allah teilt das Rizq, genau wie er das Rizq aufteilt, auch eure Salih-Taten auf. Deswegen seid nicht eifersüchtig auf denjenigen, der predigt vor der Kamera. Es gibt bestimmt Dinge, in denen er nicht gut ist. Dafür bist du in andere Sachen gut. Aber das macht mich nicht besser, als nur weil ich vor der Kamera rede. Weil ich gerade das mache, heißt nicht, dass du nicht besser bist wie ich. Du hast vielleicht Fasten und Beten, was ich nicht zum Beispiel habe.
was dich aber genauso vorzüglich oder noch vorzüglicher macht wie ich. Deswegen, keiner sollte neidisch auf den anderen sein oder versuchen, ey, ich muss das auch machen und versuchen, an eine Tür zu kratzen, die für dich nicht geöffnet ist. Nein, so soll es nicht sein. Wenn Allah dir eine Tür schon geöffnet hat, kratz dich an eine andere Tür zu. Der Mensch, der ist sowieso dazu geneigt, immer das zu wollen, was er nicht hat, seinen Blick dahin zu haben, was ihm nicht gehört. Deswegen, das erstmal zu kosten, zu nehmen, was Allah dir gegeben hat, ist das Vorzüglichste und das Sinnvollste, was Allah subhanahu wa ta'ala einem Menschen geben kann. Der Prophet sagt, a.s. der Gesandte, einige Menschen öffnen die Tür zum Guten, öffnet Allah die Tür zum Guten und schließt die Tür zum Bösen. Und einigen Leuten öffnet er die Tür zum Bösen und verschließt die Tür zum Guten. Frohe Botschaft an denjenigen, in deren Händen Allah die Schlüssel zum Guten legt. Und wehe denjenigen, in deren Händen Allah die Schlüssel des Bösen legt. Und es gibt manche Menschen, die öffnen. Allah hat die Schlüssel ja als gegeben. Er ist das Wesila, dass viel Khair kommt. Er ist derjenige, dass Leute zum Islam kommen, dass eine Meschde gegründet wird, dass eine Jamaat, aber egal was, Allah lässt ihn als Wesila werden. Er ist der Schlüssel dafür. Und manchmal gibt es Menschen, die sind die Schlüssel zum Bela. Sie bringen das Problem und die Schande auf dich. Sie sind das Problem. Allah sagt in einem anderen Hadith, diese Güte enthält viele Schätze und für die gibt es Schlüssel. Frohe Botschaft für denjenigen, für den Allah ein Schlüssel zum Guten und ein Schloss zum Bösen macht. Und wehe dem, zu dem Allah ein Schlüssel macht zum Bösen und ein Schloss zum Guten macht. Wie schlecht muss ein Mensch sein, wenn er der Wasila zum Schlechten ist und Allah ihn nicht zum Schlüssel zum Guten macht. Deswegen, manchmal öffnet dir Allah eine Khair-Sache, du machst diese Amal, du wirst danach aber ein Schlüssel für das andere gesamte Gute. Versteht ihr? Allah, sein Name Al-Fattah ist gewaltig. Allah sein Vorgehen. Er öffnet dir erstmal eins, dann machst du diese ganzen guten Sachen und er lässt dich als Schlüssel agieren für viele andere guten Dinge. Allah subhanahu wa ta'ala ist nämlich Al-Fattah. Deswegen, wir wissen zum Beispiel Uhud. Uhud war eine Schlacht gewesen, da ist auch Allahs Name Al-Fattah. Warum? Allah hat ein endgültiges Urteil gegeben, wer nun die Heuchler sind und wer nicht. Jeder wusste von dem Moment an, wer danach die Heuchler sind. Allah gibt, eröffnet, lässt manchmal eine Sache zu Wasila werden, eine Aktion zu Wasila werden, um endgültig zu entscheiden, ein endgültiges Urteil über eine Sache abzugeben. Ich komme inshallah zum letzten Punkt und dann beenden wir den heutigen Unterricht. Al-Fattah und die Reflexion Allahs Al-Fattah in schweren Zeiten. Manchmal kommt ein Punkt, wo ein Mensch wirklich sehr ausgeschöpft ist, sehr erschöpft ist und nicht mehr kann. Und dann ist es wichtig, dass er den Namen Allahs Al-Fattah darum bittet, Allah, dass er ihm einen Weg öffnet. Denn für einen Muslim gibt es kein Unmögliches. Ich möchte euch einen Hadith überliefern, den der Prophet a.s. uns überliefert hat. Und zwar sagt der Prophet a.s. und ich möchte auf etwas hindeuten. 3 Männer gingen raus auf eine Reise. Danach hat es geregnet und sie sind zu einem Felsen gerannt. Da war eine Höhle gewesen. Sie sind in diese Höhle hineingegangen und durch den Regen ist ein Riesenstein gerollt und hat genau diese Höhle verschlossen, sagt der Prophet. Hat diese Höhle verschlossen. Da saßen diese 3 Männer in dieser Sackgasse, in dieser Höhle drinne. Weit und breit kein einziger Mensch. Ein Riesenstein vor der Höhle. Sie kommen nicht mehr aus der Höhle raus. Sie werden da sterben. Dann sagt einer, wir lassen uns Dua machen zu Allah, lass uns Tawassul zu Allah machen, mit allen, jeder soll eine gute Tat aufzählen und ein Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala machen. Verzeiht mir. Daraufhin macht der Erste ein Dua und sagt, O Allah, ich habe gehirtet, ich war Hirte gewesen und ich habe immer am Ende des Tages Milch gemolken. Ich bin danach nach Hause gegangen und habe niemals meine Kinder und meine Frau trinken lassen, bevor nicht meine Eltern daraus getrunken haben. Eines Nachts bin ich gekommen und meine Mutter und mein Vater haben geschlafen. Und ich hatte 2 Becher, 2 Tassen voller Milch. Meine Kinder kamen und sie waren sehr hungrig gewesen. Und meine Kinder haben gesagt, gib uns das. Aber meine Mutter und mein Vater haben geschlafen. Ich wollte sie nicht wecken. Ich habe bis zum Morgengrauen bei ihren Füßen gewartet,
bis sie aufstehen, damit sie davon trinken können als erstes, damit ich danach das meinen Kindern gebe. Meine Kinder haben die ganze Nacht geweint und sind von meinen Füßen nicht aufgestanden. Aber ich habe meinen Kindern nichts gegeben. O Allah, wenn du denkst, dass ich es um deinetwillen getan habe, dann entferne diesen Felsen, sodass wir den Himmel sehen. Der Felsen hat sich ein Stück weit geöffnet. Dann kam der zweite und hat gesagt, O Allah, ich war in meiner Cousine so sehr verliebt gewesen, wie überhaupt eine Liebe nur sein kann, wie eine sehr tiefe Liebe nur sein kann. Aber sie wollte mich nicht heiraten. Eines Tages kam sie und wollte von mir Schulden haben, 100 Dirham. Und ich habe ihr gesagt, ich werde dir das geben, nur mit einer Voraussetzung, und zwar, dass du mit mir schläfst. Und sie sagte dann, okay. Und als ich danach bei ihren Füßen war, hat sie zu mir gesagt, fürchte Allah und eigne dir nichts an, was nicht dir gehört. Wofür du kein Erlaubnis, kein Nikah hast, eine Sünde machst, fürchte Allah. Ich bin danach aufgestanden, bin sofort da weggelaufen, habe ihr das Geld gegeben. O Allah, wenn du denkst, dass ich es um deinetwillen getan habe, dann entferne den Felsen, damit wir hier rauskommen. Der Felsen hat sich noch ein Stück weit geöffnet. Noch ein Stück. Sie haben den Himmel noch mehr gesehen. Und dann kam der dritte. Er hat gesagt, O Allah, ich habe eines Tages bei mir jemanden arbeiten lassen. Danach habe ich diesen, am Ende des Tages wollte ich ihn, nach einer bestimmten Zeit, wollte ich seine Hirse geben. Getreide, Korn, sein Korn geben, eine bestimmte Anzahl von Korn. Und er hat zu mir gesagt, diesen Lohn will ich nicht haben. Was ist das für einer? Und ist weggegangen. Ich habe es für ihn in die Erde gemacht. Ich habe es eingepflanzt in die Erde. Nach einer langen Zeit später kam er und hat gesagt, fürchte Allah und gib mir mein Haq, was mein Haq ist. Gib mir es. Er sagt, ich habe mit dem, was ich da aufgebaut habe, das Getreide, habe ich ihm Tiere gekauft. Und habe zu ihm gesagt, da hinten sind deine Tiere, nimm es. Und er hat zu mir gesagt, scherzt du mit mir? Machst du Witze mit mir? Wie denn das? Du wolltest mir kleine Körner geben, jetzt sagst du auf einmal diese Kühe. Und sagte, ich habe es für dich eingepflanzt und ich habe für dich das angelegt und das für dich gekauft, nimm es. O Allah, wenn du denkst, dass ich es deinetwillen getan habe, so entferne den Felsen, bitte. Und der Felsen wurde vollständig entfernt. Allahs Name Al-Fattah hat sich hier offenbart. Jetzt eine Frage. Wenn wir der Vierte wären, der mit ihnen in diese Felsen wäre, hätten wir auch eine Tat, die wir im Petto haben, die wir als Ass haben, die keiner weiß, die nur zwischen uns und Allah ist, wo wir mit zu Allah beten könnten und was sagen könnten. Wir sollten uns, wenn wir das nicht haben, wenn jemand das hat, Alhamdulillah, eine frohe Botschaft finden. Er soll es für sich behalten, für den schlimmsten Fall der Fälle. Wenn jemand das nicht hat, sollte er sich so eine Tat aneignen, wo niemand, nur er und Allah darüber wissen. Und dies eine Tat ist, wenn du der Vierte wärst, dass du dasselbe Dua machen würdest und Allah diesen Felsen geöffnet hätte. Denk dran, ihr werdet der Vierte. Ein weiterer Punkt ist, worauf ich kommen möchte, ist, ein Mensch geht in eine schlimme Sackgasse oder in einen schlimmen Weg rein, wenn er in einer Notsituation ist. Genau dann, wenn sich ein Mensch in einer Notsituation befindet, fängt er an, Kompromisse einzugehen, fängt er an, Haram-Sachen auszusprechen, fängt er an, Haram-Wege einzugehen. Zum Beispiel, die wollte keinen Sinner machen, aber wo sie in Not war, war sie bereit, Sinner zu machen. Dasselbe Beispiel gibt es von Kifl. Der Prophet überliefert uns eine Geschichte von Beni Israel. Er sagt, es gab einen Mann namens Kifl. Dieser Mann Kifl war ein Mensch gewesen, der hat sich nicht gedrückt, also der hatte nicht ein bisschen Respekt oder Zurückhaltung vor Sünden gehabt. Der hat jede Sünde gemacht, die ihm durch den Kopf gegangen ist. Er hatte keine Scheu vor jeglicher Sünde gemacht. Dieser Mann, der jede Sünde gemacht hat, nicht einmal zurückgeschreckt ist, kam eines Tages eine Bettlerin, eine Frau, die Kinder hat, sie muss sie ernähren, die Mutter ist da, kein Essen, nichts da, sie geht und bettelt. Dann kommt sie zu Kifl und sagt zu Kifl, bitte gib mir Geld oder gib mir Essen, meine Kinder sind hungrig. Kifl sagt, komm rein, ich gebe dir was, aber dafür will ich, dass du mit mir schläfst. Diese Frau sagt, okay, weil sie in einer Notsituation ist. Eine Frau, die eigentlich sowas nicht macht. Danach, wo Kifl sich ausziehen möchte, fängt sie an zu zittern und zu weinen. Dann sagt Kifl, warum weinst du? Gefalle ich dir nicht? Sagt, daran liegt es nicht. Habe ich dich gezwungen? Nein, daran liegt es nicht. Ich fürchte Allah. Normalerweise würde ich das nicht machen, aber ich meine Kinder ernähren muss, mache ich diese Sünde. Und daraufhin fängt Kifl an zu weinen und sagt zur Frau, geh weg, nimm das Geld und geh, ich möchte mit dir nichts machen. Kifl stirbt über Nacht.
Über diese Nacht macht er Istighfar und Tauba und stirbt über diese Nacht. Die Leute wollen sein Janaza gar nicht beten, weil dieser Mann so ein ekliger und dreckiger Mann war in den Augen der Menschen, weil er jede Sünde gemacht hat, die ihm durch den Kopf gegangen ist. So ein schlimmer Mensch. Die Engel aber haben über seine Tür geschrieben, لَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِكِفِلٍ. Allah hat Kifl vergeben. Was ich hiermit sagen will, ist, ein Mensch, der in einer Notsituation ist, diese Frau, die war ja nicht ein Mensch, die Zina gemacht hat, aber wenn ein Mensch sich in einer Notsituation befindet, kommt es dazu, dass Menschen manchmal Sünden begehen oder falsche Sachen begehen. Dabei ist es hier sehr wichtig, dass man weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fattah ist. Allah ist Al-Fattah. Allah ist derjenige, der den Menschen die Türen öffnet, der das Unmögliche möglich macht. Dass wenn du nicht mehr kannst, sag, Ja Rabbi, öffne mir jetzt einen Weg, gib uns eine Entscheidung, wer richtig und wer falsch ist. Mach es klar, oh Allah. Das ist Allahs Name Al-Fattah. Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Fattah, er ist Khairul Fatihin, er ist derjenige, der Beste, der einen Ausweg gibt und ein Urteil gibt. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala drum, zwischen uns und den Kuffar mit dem Namen Al-Fattah zu reflektieren und zwischen uns und den Mushrikun zu urteilen. Al-Fattah ist derjenige, der die Tür des Rizqs und die Tür des Rahmats für uns öffnet. Darum bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala drum, uns die Tür für das Rahmat und die Salih Amal und die des Imans und die des Taqwa, die Liebe zum Glauben öffnet. Möge Allah unsere Herzen öffnen für den Islam, für den Iman, für das Ta'at, für das Teslimiyat, für all diese Sachen, die uns Allah subhanahu wa ta'ala näher bringen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Verstand öffnen, sodass wir das nützliche Ilm in unseren Verstand bekommen und verantwortungsbewusst werden, pflichtbewusst werden, nachsichtig werden. Allahumma amin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns einen Sieg mit dem Namen Al-Fattah über die islamische Welt geben und uns inshallah ein Kalifat gewähren mit seinem Namen Al-Fattah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Herzen der Menschen, die wir einladen zum Islam, öffnen und sie zum Islam inshallah bringen. ندعو الله يجمعنا على كتاب الله وعلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.